Ach ja. Guten Tag. Wir probieren mal, ob wir das dieses Mal gepasst kriegen, wie man so schön sagt. Mit dem Spielen. Lief ja die letzten Mal nicht so gut. Und mit dem letzten Mal meinte ich eben, das habt ihr eigentlich gar nicht mitgekriegt zum Glück. Und zwar, ach Gott, ist egal. Komm, es läuft flüssig. Ich hoffe jetzt, dass wir durchkommen. Und ich muss jetzt hier die Story hier beenden, mehr oder weniger. Weil, sonst flippe ich aus. Sonst flippe ich aus hier. So. Ja. Glaubt ihr wirklich, der Arkwelt ist jetzt nur noch ein Monster? Ja. Tja, Vorher war ist noch zwei zu früh Monster. zu sagen. Darum gehen wir, um es herauszufinden. Okay. Komm, beenden wir, was wir begonnen haben. Ja. 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 In die untere Ebene. In die untere Ebene. Alles klar, ihr Leute. Hauptmission, Kapitel 3. Gesprengte Ketten. Hey, Moment, ich bin noch nicht so weit. Und es läuft doch gut. Da ist Honig. Her mit. Jägerin. Ich habe viel über die Hüter und die Wächter nachgedacht. Okay, was gibt's? Die Wyvernmilch hat die Wächter in ihren Kokons schlafen lassen. Sie gefangen. Aber die Hüter sind auch Gefangene. Ja, auch schon mitgekriegt, ja. Gefangene ihrer Pflicht seit 1000 Jahren. Der Arkwelt hat all das auf den Kopf gestellt. Aber er hat sich aus eigener Kraft befreit. Er hat sogar gelernt zu fressen. Ihm war egal, wie er erschaffen wurde. Er wollte nur frei sein. Leben. Diese Reise hat mich wachsen lassen. Ich habe Wüsten gesehen. Wälder. Menschen. Leben. Der Arkwelt und ich sind gleich. Er hat die Ketten zerbrochen, die mich und mein Volk zurückgehalten. Da bin ich sicher. Sorry, ich sammle, ihr wisst ja, ich sack hier einfach alles ein, was geht. Einfach, weil ich es kann. So. Was? Da ist was Blaues. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist wie Blut. Blaues Blut. Mir gefällt es hier nicht. Ich verstehe gar nicht warum. So. Oh. Das sind alles so kristallisierte Monster. Also sie sind ja nicht versteinert. Die sind ja so dieses komische Verrottete Monster. und frische. Hat er die etwa alle? Da ist er. Warum? Das ist kein Räuber mehr. Er ist ein Zerstörer. Wir müssen ihn aufhalten. Dann gibt's nur eins. Was Weglaufen! meinst du? Ja, wenn wir ihn aufhalten müssen, müssen wir ihn wohl töten. Was ist denn das für eine doofe Frage? Mann, Junge, du bist jetzt nicht so die hellste Lampe auf der Kerze, oder wie das heißt. Ich auch nicht, so wie es aussieht. Er muss erlegt werden. Nein! Nein! Doch! Nein! Bitte! Was willst du machen? Willst du ihn knuddeln oder was? Wenn ihn jemand hassen darf, dann ich! Ja, dann hass ihn. Und Was er getan hat, war falsch.
Aber damals hat er zum ersten Mal was selbst entschieden. Er wollte frei und stark sein. Ja, schön für ihn. Wenn man zum ersten Mal etwas selbst entscheidet, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem eine falsche Entscheidung sein kann. Nein, ja nur. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Es ist der einzig richtige Weg. Im Interesse der Bewahrung des hiesigen Ökosystems autorisiert die Gilde das Erlegen des Wächter Arkwelt. Verstanden. Nein, bitte! Es muss doch anders gehen! Er hatte endlich die Chance zu leben! All Gute. Ah ja, dann. Er ist außer Kontrolle. Sei vorsichtig. Ich habe schon wieder vergessen, die Kamera umzustellen. Ihr werdet es nicht glauben. Auerle. Okay. Der tut also auch hinten hauen. Vorne. Ja, sorry. Er braucht noch einen Hüpfer. Und dann bin ich drauf auf ihn. So. So, jetzt hat er aber. Komm, lass den Kopf unten. Zack. Hier. Der stößt ein Hühner ab. Bleib liegen, Junge. Ich will dir nicht wehtun, ich will dich nur umbringen. Ist aber auch schwer zu sehen hier, muss man auch mal sagen. Hast du gedacht? Was macht er denn da? Achso, der geht auf meine Katze. Finger weg von meiner Katze hier. Habe ich über meiner Freundin abgeguckt, ne? Zum Heilen auf dem Hund. Oder wie das Vieh heißt. Bleib hier. Gerade wo ich mich, wo ich frisch geschliffen habe. Naja, kriegen wir schon hin. So. Dann gucken wir mal, was es hier so Feines gibt. Zum Beispiel eine Würmgeißel. Was auch immer das ist.
Drachenkapsel. Kann man sonst noch irgendwie was Cooles machen hier? Nicht wirklich. Außer mein Pferdchen holen und mal gucken, was ein Beutelchen drin hat. So, gucke. Gib mal deine Hand her. Auch die. So. Gib mal deinen Kopf her. Ich brauch den. Was geht denn gerade mit der Musik ab? Oh, die ist ja mal cool. So. Haut er schon ab. Lusche. Junge, dem habe ich aber auch mal ordentlich die Hohe gemacht, oder? So, muss man ja auch mal sagen. Was ist denn das da? Kettenklingenfragment. Okay. Und das da? Würmgeisel habe ich schon. Und das da? Rollen. Oh. Kabum. Dachte ich mir. Moment, das war was Blaues. Dümpelkapsel. Gibt's hier noch mehr so... Na, das nicht, das ist ein Donnerkäfer. Das ist so glitchy, was ich so wegmachen kann, weißt du? Sowas hier da zum Beispiel. Und das da ist was? Kokonfaser? Milchiges Kokonnetz. Ah ja. Was macht der da? Leckt er die Wand an? Hör auf, die Wand abzulecken, du Lulli. Das ist nicht gut. So, wollte er mich fangen, die Lusche. Aber ich lasse dich nicht fangen. Außer von Mrs. Wallace. Aua. Drachenpest oder irgendwie sowas an mir. Weil die Zahlen so einen blauen Rand haben. Ich glaube, der wollte gerade was Cooles machen. Ja, tut mir leid. Man kann nicht immer alles haben. Leg dich hin, Junge.
vielleicht ausnahmsweise mal gar nicht schlecht, dass ich hier an der Mauer stehe. Kann er nämlich nicht um mich drumherum tänzeln. Wird mal wieder Zeit abzuhauen. Ich muss mal schleifen, weißt du? Wie aufs Watt, der Kerl. Ich sag dir, der macht einfach alles, was ich sage. Wenn ich dem sag, tanz, dann tanzt er. So. So, ich kann natürlich hier das ganze Untersuchungszeug mitnehmen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum. Weil es halt geht. So. Komm mal her. Herstellungsliste. Frank. Alles klar, reicht mir erstmal. Und die darf herkommen. Oh. Ach, zum Kokonfaser muss ich wegmachen. Okay, dann laufe ich halt. So, hier war ich, glaube ich, vorhin schon, oder? Ja, das ist in Ordnung. Hier wieder ein Rundflug oder was? Junge, vergiss es. Was war denn das Luschiges? Da lache ja die Hingele. Wo ist er denn? Hast du gedacht? Na komm. Na komm, wenn du dich traust. Auerle. Ich würde jetzt zu gern diesen Schwanz da abhaben. Aber ich krieg ihn nicht. Oh, ich habe zu früh einen Block losgelassen. Das war natürlich schlecht. So, Krates, komm mal her. Auch ich mal kurz. Hallo? Schleifen, 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 Junge? Eieiei. Er will nicht so, als ich wohl will. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. 100 Mal heute. Eieiei, ich muss mal ein bisschen mehr aufpassen mit meinen Blocks da.
Das war's. Hab natürlich mal wieder nicht gesehen, dass er K.O. ist, sonst hätte ich ihn nämlich... Ich habe doch extra eine Falle mitgenommen und alles. Nun ja, okay, dann hätten wir jetzt das große Mega-Ungetüm Arkwelt besiegt, aber wir werden merken, das Problem ist trotzdem noch nicht vorbei. Es gibt nämlich ein größeres Monsterproblem, so wie das halt in jedem Monster Hunter ist. So, gibt es hier noch irgendwas Cooles? Kokonfaser. Ah ja. Was wäre das da? Das kann man gebrauchen, glaube ich. So. Ist bald alles aufgehoben. Ja komm, lass gut sein. Gib dem Kätzl eine Wurst. Ah, gibt keine Wurst. Gibt ein High Five. High 10 war das sogar. So. Haben wir noch gut hingekriegt, oder? Nährendes Extrakt. Das hatten wir alles schon. So, was haben wir denn hier Feines? Rumpfläufer und Auflademeister. Für die Katze gibt's nix, weil die Katze schon zu stark ist. Mhm. Tja. Ist doch klar. Ja, bitte erklär. Gute Frage. Hier soll sich doch die Drachenfackel befinden, oder? Wir wissen, dass der Arkwelt immer da auftauchte, wo er starke elementare Energie aufnehmen konnte. Er wollte zur Quelle. Vielleicht fraß er zwar, folgte aber noch seinen Instinkten als Wächter. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Viverias Energiequelle. So gesehen ist sie das Herz dieses Ökosystems. Ich möchte die Drachenfackel sehen. Sie ist das letzte Puzzleteil. Was wollte der Arkwelt? Ich muss es wissen. Gehen wir sie suchen. Gehen wir mal die Drachenfackel suchen. Na gut. Ja, wo ist sie denn, die Drachenfackel? Ist sie da unterm Stein? Ist sie da in der Höhle? Also, in der Höhle wäre recht guter Platz für die Fackel. Oh, das könnte eine Fackel-Tribal sein, ja. So. Wow. Sieht aus wie Gedärm, wenn du mich fragst. Das muss sie sein, oder? Aber irgendwas hat Besitz davon ergriffen. Ist das etwa ein Wächter? Mhm. Baum. So. Was? Die Drachenfackel? Oh mein Gott, ich kann lesen, was da steht. Was auch immer Besitz davon ergriffen hat, sah aus, als würde es jederzeit erwachen. Was ist es? Es ist der Wächter aller Wächter. Es ist der Wächter-Wächter. Viveria erschuf ihn als seine letzte Verteidigungslinie. Er ist es, der Viverias Untergang einläutet. Sorry, aber wenn ich da diese Stinkestäbchen da im Hintergrund sehe. Seit damals Energie direkt von der Drachenfackel abzweigt. Wir müssen das unterbinden. Es gibt doch sicher etwas, das wir tun können.
Wächter, die von ihrer Energiequelle getrennt werden, sterben. Ohne Ausnahme. Schalten wir die Drachenfackel ab, stirbt auch der Soshia. Ja, okay, aber wenn wir sie Aber abschalten... Die Drachenfackel versorgt Ja, mit ihrer wollte ich Energie gerade die sagen. gesamten Ostlande. Wenn Dann- wir sie abschalten... Dann geht die komplette Lande kaputski. Oder willst du nur ein Reset Das machen? auf alles Leben in dieser Region aus. Ja. Sagt mir, wie schaltet man sie ab? Es ist ja egal. Trotzdem bist- Natas Anhänger. Okay. Als Teil unseres Wissens über diese Energie haben wir etwas, das ihr entgegenwirkt. Natas Anhänger ist eine stark konzentrierte Masse dieser neutralisierenden Kraft. Sein Vater hatte die Aufgabe, die Drachenfackel im Notfall zu stoppen. Kratz, kratz. Kratz, fratz. Das war es also. Bitte, beruhig dich. Nata, du trägst den Anhänger deines Vaters. Was möchtest du tun? Was willst du tun? Weiß nicht. Ja, ist schlecht. Erwacht er, wird das Land ausgelöscht. Die Hüter kennen die Fackel und die Wächter am besten. Irgendeinen Rat? 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 Unsere Ja. Vorfahren wussten wenig. Und wir wissen Nein, genauso nein, 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 viel nein, wie nein, ihr. nein. Die Vorfahren wussten viel. Deshalb haben sie es in Bücher aufgeschrieben. Nur ihr seid zu doof zum Lesen, glaube ich. Oder zumindest zum Verstehen. Dennoch. Jemand muss entscheiden. Ich bin dafür, möglichst viele Leben zu retten. Wir müssen die Fackel abschalten. Ja, aber- Hey, langsam. Erst untersuchen wir sie. Alles andere wäre voreilig. Ja, aber wenn sie doch die Fackel abschalten, Ihr wollt sie echt dann stirbt die abstellen? komplette So eine Ostlande. Technologie sieht die Und Welt auch nie wieder. alle, Du hast doch gesehen, wozu die da diese drin Monster in wohnen. der Aber sie Lage will sind. Leben retten. Was, wenn es bald zu spät ist? Ja, okay, stimmt. Das Lasst mich Monster könnte natürlich herausfinden, alle wie sie terrorisieren. funktioniert. Dann tut, was ihr wollt. Simpel. Das Ja, ist klar. alles andere als simpel. Das zerstört ihre natürliche Ordnung. Die Gesellschaft würde ins Chaos stürzen. Aber zumindest leben sie dann noch. Das mag ja sein. Aber so einfach ist der Vergleich nicht. Mal im Ernst. Dürfen wir das überhaupt entscheiden? Als Außenstehende haben wir doch gar kein Recht dazu. Stimmt. Doch die Zeit wird knapp. Leben zu retten hat Priorität. Ich werde die Verantwortung übernehmen. Okay, also es ist jetzt wirklich Ich nehme den Anhänger. Ich mach's. Leute opfern, Ich. also sprich Ostlande werde sie ausradieren, dafür Rest, die Nord-Süd-Südwestlande Mein Vater Überlebt. hätte es so gewollt. oder halt Das ist meine Aufgabe. Ostlande nicht ausradieren, dafür aber Ich eventuell bewundere ein Monster haben, was keiner besiegen kann. Bist du sicher? Was dann bedeutet, dass wohl alle anderen auch sterben oder so. Olivia, ab hier übernehmen wir. So. Und dieses Monster, was wahrscheinlich Liebe keiner Gott. besiegen kann, ich besiege es. So wie es Ist aussieht. okay für dich? Ruft mich, wenn was ist. Ja, mach ich. Ich werde warten. Nata, Taschin, warte hier, ja? aber Ja, was soll er machen? Der ist 1000 Keine Jahre nicht Sorge. weggegangen. Ich bin ein Hüter. So. Mission abgeschlossen.
Und natürlich gucke ich wieder, was ich krieg. Gildenpunkte und einen Jägerrang. Ja, zeig doch mal her. Was ist mit meinem Controller los? Geht nicht mehr. Kaputt. Jägerin. Ach so. Plopp. Jetzt ist er wieder da. Jägerin, du? Was? Ah! Hast du was zum Tau? Ach ja, wir sind ja hier. Ja, wie geht's denn so? Lass mal handeln. Also ich habe immer noch nichts zu machen. Jetzt hat es sogar noch mehr. Guck mal. Fluffiges Ei haben wir aber gekriegt. Haben wir jetzt 3 Stück. Nicht schlecht, ne? Sprich mit Natta. Ich spreche mit Gemma. Auch wenn sie Gemma heißt. Aber ist mir doch egal. Olivia hat gemeint, Natta sei mutig. Aber Mut allein wird hier nicht reichen. Was jetzt wohl in ihm vorgeht? Er ist bestimmt von Gefühlen überwältigt. Ich auch. Den Gefühl, eine neue Lanze zu kriegen. Die Frage ist nur, wo? Da ist er, der Arkwelt. Was hat er? Drachen. 140. Aber nicht so geil wie die ich gerade habe. Dafür hat er mehr Angriff, aber weniger Affinität. Und weniger grüne Schärfe. Blocken drin, Blocken schön und gut, aber offensive Abwehr ist schon ziemlich geil. Ich glaube... Guck mal, sieht, also das Schild sieht ein bisschen aus wie, wie heißt denn? Nagakuga. So. Haben wir sonst noch irgendwie was Cooles? Erzwaffe könnten wir bauen. Oh, keine Ahnung, lass mal erstmal. Nö. Dann guck mal Rüstungen. Irgendwas, das dir gefällt? Ja, vielleicht. Wächter durch Akuma, Wächter Rathalos, Wächter Vulkan, Xuvu. Und da muss er sein. Da ist er da. Ja. Achso, das ist gerade die Nase. So, zeig mal hier. Das ist sehr weiß. Das ist nicht ganz so weiß, aber das hat einen schönen Schwengel. Vorne rumschwängeln. Okay, was haben wir denn hier Feines? Schinder und Pestwiderstand. Dazu noch Dezimierer und Violsalbe. Zeig her. Schinder. Erleichtert das Verursachen von Wunden. Verursacht bei genug Schaden zusätzlich Nicht-Element-Schaden. Und wir wären hier bei 3 von 5. Erleichtert das Verursachen von Wunden. Fügt zudem etwas mehr Nicht-Element-Schaden hinzu. Okay. So, Pestwiderstand. Wo haben wir denn das her? Negiert alle Arten von Pest. Konstitution habe ich im Amulett. Dann hätten wir hier, stellt Gesundheit wieder her, wenn die Wunde eines großen Monsters maximiert wird. Das ist eigentlich recht cool irgendwie, weil du bist ja eh die ganze Zeit am Wunden kloppen irgendwie. Und Wächterpuls beschleunigt die Erholung von Ausdauer und roter Gesundheit in der Nähe von Violkristallen. Und das ist halt in dem einen Gebiet. Also eigentlich schon recht okay, kann man so sagen. Aber da ich eh nur 2 im Moment bauen kann, hat sich das eh erübrigt. Leider, leider. Macht aber nix. Wie gesagt, ich bleibe hier. Wir sehen uns. Jo, machen wir. Da ist ein grüner Punkt. Ach, du bist der grüne Punkt. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Essen. Und Kamera umstellen. Sorry, Leute, das muss ich jetzt hier machen, direkt. Weil sonst verzweifle ich hier. Optionen, schätze ich. Steuerung wahrscheinlich irgendwo. Hier schon mal nicht. Hoppala. Wo findet man denn sowas? Controller-Vibration. Controller-Tastensymbole. Steuerung bei offenem Menü. Zoomen der Karte. Das suche ich eigentlich nicht. Steuerung der Objektnutzung. Richtungssteuerung. Wird aber hier, sag mal, da muss doch hier irgendwo sein. Was soll man denn sonst gucken? Ah, Kamerageschwindigkeit horizontal und vertikal. Die müssen wir... Was ist denn der Unterschied zwischen dem da? Passen die Geschwindigkeit der vertikalen Kamerabewegung während des normalen Spielens an. Und das da ist
Passt die Geschwindigkeit der vertikalen Kamerabewegung bei Nutzung von linken Trigger an. Achso, zum Zielen. Ah. Kamerageschwindigkeit, Waffe gezogen. Die Kamerageschwindigkeit kann beim Halten von linker Trigger mit gezogener Waffe für Nah- und Fernkampfwaffen getrennt festgelegt werden. Nee. So. Machen wir mal beides auf 8. Fangen wir mal locker an und gucken uns dann mal ein bisschen um. Also so viel schneller muss es nicht werden, aber halt doch schon ein wenig. Das lassen wir so. Und jetzt gucken wir uns mal um. Oh ja, das ist schon deutlich schneller. Das ist in Ordnung, glaube ich. So, da haben wir das schon mal hingekriegt irgendwie. Sehr schön. Ach, ich suche jemanden. Da ist er. Das kleine Pugilein. Nietzsche, komm her, Nietzsche. Wirst gestreichelt, Nietzsche. Komm, Nietzsche. Ne, nicht Nietzsche. Es ist Nietzsche. Nietzsche ist was anderes. Ein Blaupilz gekriegt. Ach, schön. Und wer bist du? Ja, wie geht's denn bei dir so? Sag du was. Nachtblumenpollen und Übernschuppenbase. Okay. So. Ich guck mal bei meiner Kinderärztin oben vorbei. Das ist der Dickhop, ja? Was ist das da hinten? Zeugs. Mein Kind, die Zeit ist gekommen, alle Angst abzulegen und dich in die Luft zu erheben. Reimt er auch noch. Okay. So. Hör mal, Allhörende. Ist nicht da. Wo ist er denn? Wer ist denn das da hinten? Was geht denn hier ab? Okay. Ja, du bist mir ja einer. Was auch kommen mag, welche Entscheidung wir treffen, alles gehört zum Weg des Lebens. Mehr ist das nicht. Daran glaube ich. Ja, okay, alles klar. Junge, an die neue Kamera muss ich mich erst gewöhnen, dass die einen Ticken schneller geht. Aber ist schon in Ordnung. Hallo Pugi. Pugi läuft mir nach. Kann ich Pugi eigentlich nicht hochheben? Früher konnte ich den als hochheben. Ja, das. So, pass auf. Ich bereite mich vor. Ich gehe mal davon aus, dass das Endmonster auch gegen Drache anfällig sein wird, wie das oft ist bei Drachenältesten. Glaube ich. Weiß ich aber auch nicht. Werden wir dann sehen. So, und da werde ich keine Fallgrube brauchen. Bomben? Wahrscheinlich auch nicht, aber kann ja mal nicht schaden, sie mitzunehmen. Und wir tun dann volle Lotte alles rein, was geht. Zum Beispiel auch Kraut. Honig haben wir noch 10, jawohl. Ja. So, ist in Ordnung so, glaube ich. Ah, nee, ich wollte noch meine Zweitwaffe angucken. Was ist denn meine Zweitwaffe? So, Zweitwaffe ist der Dosha-Bohrer, der da ein wenig Feuer- und Donnerangriff dazu gekriegt hat. Auch nicht schlecht. So. Ja. 140 und 260 Drachen ist schon ordentlich. Beziehungsweise ich habe ja 300, weil ich ja 40 mehr habe. 10% noch. Dafür macht der halt ordentlich Schaden. Ja. Lassen wir einfach so. Was macht denn der Fitness-Talisman? Konstitution. Ah ja, Blocken und so. Ja, okay. Dann, ich würde sagen, wir lassen das einfach so. Wir gucken noch mal bei der Schmiedin vorbei. Die da drüben ist. Nee, da. Da. Da schmiedet sie. Ja. Okay, alles klar. Mach mal hin. Und zwar folgendes. Wir gucken mal, ob wir die Rüstung weiter aufpowern können. Ich glaube da nicht dran. Nee, ist leider volle Power aufgepowert. Nun denn. Ah, Essen. Essen wieder vergessen. Taritara. Das Essen ist da. So. Fluffiges Ei. Eigene Mahlzeit, bitte. Gemüse, Fisch. Ich bleibe dabei. Das war schon in Ordnung.
Guck mal hier. Fluffiges Ei macht was? Aktiviert in zufälligen Abständen mehrmals einen vorübergehenden Angriffsbonus. Und das ist, verhindert einmal Ohnmacht, wenn der erlittene Schaden deine Gesundheit übersteigt. Ach, das ist ja schön. Aber, Schlammgarnele, ja. Ich sage, wir nehmen das da. Angriffsbonus. Ich habe einfach nicht vor zu sterben, so einfach ist das. So, und dann tun wir auch hier das da noch dazu nehmen. Mein letztes Pülverchen, was ich habe. Und gib ihm. So, Kohl mit einem Ei drauf. Ja, also, das sieht geil aus. Mit einem weichen Dotter. Oh, das sieht gut aus. Also auch hier wieder. Also ich bin kein Koch oder so, aber. Ja. Also die Einzelteile sind lecker, als Gesamtes weiß nicht. Wie habe ich letztens gelernt? Man nennt das Fusionsküche. Man schmeißt einfach irgendwas zusammen oder probiert verschiedene Sachen aus und macht Hackfleisch mit Nudelwasser oder so. Und dann, ja, das ist aber komisch, nein, das ist Fusionsküche. Aha. Du mich auch, Fusionsküche, du. So, Natta, komm mal her. Wenn wir die Drachenfackel nicht abschalten, dann erwacht der Soshir, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Passieren schreckliche Dinge. Wenn er erwacht, ja. Das ist meine Aufgabe als Hüter. Ich muss das tun. Okay. Kommst du mit und hilfst mir dabei? Oh, aller Hopp. Natürlich Danke. komme ich mit. So, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Wir sind fast da. Haben ganz schön was erlebt, ha? Hm. Der Argwelt, die Wächter, die Drachenfackel und jetzt Viverias geheime Waffe. Die Reise mit dem Sandschiff war toll. Aber die Belahara waren gruselig. Nona war völlig aufgelöst. Du warst so cool. Danke. Ich bin immer cool. Erst hatte ich Angst vor dir. Hast du immer noch, hoffe ich doch. dachte, jemand, der so gegen Monster kämpfen kann, soll mich heimbringen? Ich wusste noch so wenig. Ich wusste nicht, dass Sand dicht wie Nebel sein kann. Hatte nie jemanden so lachen hören wie Nona zur Zeit der Fülle. Dass ich beim Raydau nicht hören wollte, tut mir leid. Rotes Wasser, eine Menge Holz. Feuergussfest war so aufregend. Menschen, Woodwoods, Monster, alle geben ihr Bestes. Auch die Wächter. Vor allem sie. Guck mal, der hat jetzt wieder eine eher männliche Bevor Synchronstimme. ich euch kannte, wusste ich wirklich gar nichts. Na, geht so. Aber manchmal, wenn es nicht in den großen Zwischensequenzen ist, Es dann wird hört Zeit, es dass die eher Hüter weiblicher ihren an. Teil tun. So. Ja, guck mal, von unten ist mein Monsterchen ganz rot. Hey. Okay. Lass mich raten, wir kommen jetzt in die Nähe und er fängt schon an zu wackeln und schlüpft aus. Er wackelt ja jetzt schon, ich sehe es doch. Als könnte er jederzeit aufwachen. Die Drachenfackel. Die Drachenfackel. Und dieser kleine Anhänger soll echt ausreichen? Fängt jetzt an zu glühen, wird er heiß. Zieh mal dran, los. Ordentlich gezogen, dass die Kette abgeht. So macht man das in Filmen.
Da wird ja nicht irgendwie die Kette aufgemacht, sondern da wird so dran gerobbt. Rumgerobbt. Okay, er hat Flügel. Okay, ist Drachenältester. 4 Füße, 2 Flügel. Höchstwahrscheinlich. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Wir müssen das nicht tun. Es gibt noch einen Weg. Wir töten ihn, während er schläft. Warte, bist du sicher? Ja, den Versuch ist es doch wert. Ach so. Ich mach das. Das Monster halt töten. Also nicht warten, bis es rauskommt, sondern das Monster töten. Und wenn ich es nicht schaffe, ja stimmt, und wenn ich es nicht schaffe, das Monster zu töten, dann könnt ihr die Fackel ausschalten. Dann wird eine Energiequelle genommen und dann muss es sterben. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist aber auch zu einfach. Mit so einfachen Gedanken belaste ich mein Hirn nicht. Kling! Oh, jetzt fällt er runter, oder? Da kann er fliegen. Hübsches Monster. Au. Und jetzt habe ich noch eine Narbe mehr. Auf den Tsuchiya. Ich hoffe, dass sie genehmigt wird von der Gilde. In meinem Namen eröffnet. Ach so, in seine. Der sieht sehr fedrig aus, ne? Okidoki. Wo ist er denn? Macht der hier den Xenochiba oder was? Der macht ja fast gar nichts. Außer so ein bisschen rumkratzen. Das ist nie gut. Wir müssen sie angreifen und stoppen. Was, wo? Was für Kristalle? Die er eher drauf hat oder was? Oh, und der kann ja hauen. Hat der Augen? Habe ich dem gerade ein Auge freigesprengt? Da ist wieder dieses coole Musikeffekt. Oh, fuck. Okay, also einfach unter ihm bleiben ist eine gute Idee, finde ich. Außer natürlich, wenn man schleifen muss. Er hat aber einen langen Schwanz, ey. So. So, oh. Kann nicht auf ihn drauf hüpfen? So, Flügelarm gebrochen, das ist doch mal gut.
Oder ist das eher so wie bei Shara Ishwalda, dass man ihn erst freiklippen muss, weißt du? Ich glaube ja. Okay, es ist so, man muss ihn freiklippen. Jetzt ist er schwarz unten drunter. Okay. So, Mantel wirkt nicht mehr, ne? Dann zieh ihn doch aus. Aua! Danke. So. Da. Guck mal, da muss man dreimal drauf hupfen. Das ist ja mal ein Ding. So. Na du? Also, Arme habe ich, glaube ich, schon ein bisschen freigekriegt. Aber noch nicht genug. Junge, hör auf, so komische Geräusche zu machen. Da kriegt man ja Angst. Da könnte man ja denken, du willst mich noch hauen irgendwann. Das Lustige an der Sache ist, wenn er diese Flammengedönse macht, das trifft nur einmal, wenn du das erste Ding ablocken kannst und dann der Rest trifft dich nicht mehr. So. Olle. Daneben. Jetzt hat er sich wieder einen Kopf dran gemacht. Aua. Komm mal her, Hundi. Hilf mir mal ein bisschen. So, gleich noch eins. Irgendwas mit der Umgebung. Felsen verstecken, ja. Er macht die Felsen kaputt. Okay. Ich verstecke mich mal hinter dem Fels da. Kann mal ein bisschen in Ruhe schleifen, hoffe ich doch. Ja.
Hätte ich da was anderes machen sollen. Ja, aber was denn? Junge, ist ja schön, dass das Spiel mir immer erklärt, was zu tun ist. Jägerin. Geht es Ach dir ja, gut? guck mal, ich habe ja Kräftigen drin. Sehen wir uns deine Ausrüstung an und füllen deine Vorräte auf. Ja, okay, wenn du das sagst. So, haben wir vielleicht schon ein paar Infos über das Monsterchen? Was da? Drache. Wer hätte das gedacht? So. Ja, gut. Ja, komm, nee, braucht man nicht mehr. So, wie sieht's mit dem Essen aus? Gut soweit. Ja, komm, hopp auf. Achso, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Schön alles nachfüllen. Alles soweit gut. Auf geht's. Mein Mäntelchen ist wieder. Ah ne, das ist der Gillimantel. So, hat das wieder beruhigt, Junge? Ist wieder okay, ja? Ich weiß halt nicht genau, was das Spiel von mir gerade will, außer dass ich halt aufs Monster kloppe. Guck mal, den habe ich doch eben schon gemacht. Okay, die eine Hand ist die rechte. Könnte man... Ja, schon wieder, ja. Okay. Okay, das... Ja, ich verstehe ihn noch nicht ganz, was das soll. Rennt jetzt ein bisschen hin und her. Einfach jetzt mal davon aus, dass ich hier eine Wunde aufkloppen muss, aber ich krieg halt erst gar keine hin.
Also ich habe zumindest jetzt mal rausgefunden, was zu machen ist, wenn er dieses Feuergedönse macht. Wegbleiben. Also nicht hinter den Felsen verstecken, weil das keine Felsen sind. Hier einfach unbehelligt auf dem Monster rumklöppeln kann. Ja, gar kein Problem. Okay, ich nehme alles zurück. Manchmal wehrt er sich auch. Aber selten. Unmöglich. Was denn? Ich sollte hier weg. So. Ja, ich sehe halt gerade wieder mal kein Monster, macht doch aber auch nichts. Ich steche einfach in die Luft und wenn es knallt, ist gut. Komm mal her, Hundi. Danke. Ne, schleifen muss ich. Ja, komm mal ein bisschen weiter hierher. Ich habe keinen Bock auf die Kämpfe da drüben. Ist ja eklig, was du da machst. War bist du hässlich? Ich sehe dich eben erst. Ich dachte, wir hatten irgendwie schon geklärt, dass das doch nicht so wirklich was bringt, was du da machst. Das war ja wohl... hab ich genau so geplant. Habe ich genau so geplant, ihr Leute. Könnt ihr mal glauben. Ich soll hier weg. Und am besten mit einem Hund. Danke.
So, da liegt er. Wieso liegt er denn da so blöde? Geschafft. So, okay, kann mir jetzt noch mal einer erklären, was jetzt genau ich machen sollte bei dem Monster? Also wenn er weiß ist, draufkloppen, bis er schwarz ist und dann bis er kaputt ist. Ja, Wahnsinn. Kriege ich gerade noch so hin. Okay. Guck mal, jetzt wird er grün, wird er jetzt leben. Das ist der ewige Kreis, der wird jetzt zu Gras oder so. So, Schreinbruchstück. Kristallfragmente. Und irgendwo gab es ein Schreinbruchstück. Hier, ist das da ein Schreinbruchstück? Keine Ahnung. Ey, der frisst mein Buch. Sokrates frisst mein Buch. Okay, Wächterblut ist eine unbekannte Substanz, also es gibt einfach nur Wächterblut und ein paar Knochen. Okay, alles klar soweit. Ja. Okay. Jetzt mal gucken, was die Story sagt, ob ich im Abspann kriege und endlich High Rank machen kann und dann hoffentlich durch die Story durch bin. Ach so. Ah, die kommen jetzt so. Yay. Taschin! Taschin! Also der rennt da immer noch mit dem Bademantel rum. Der schwitzt sich doch kaputt, oder nicht? Oder hat er nichts drunter? Würde Sinn ergeben. Ja, nu? Ja, wir haben eine platt gemacht. Jetzt haben wir eure allerletzte Waffe gegen was auch immer. Haben wir platt gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt dann doch mal angegriffen werdet, habt ihr halt Pech gehabt. Aber okay. Taschin, auch wir können wählen. Ich habe auch gewählt. So gar nicht so lange her. Eine Woche, um genau zu sein. Zu leben. So. So wie die anderen Wächter. Und jetzt wird es Zeit, dass die Hüter ihre Pflicht ablegen. Und wirklich leben. Ja. Jetzt muss er, jetzt hat er 1000 Jahre in seiner Butze gesessen und jetzt muss er raus. Da würde ich auch weinen. Danke. Für alles. Ich? Ach so. Ja, ja. Kein Ding. Kannst ruhig lauter reden, ich verstehe nichts. Oh, es läuft der Abspann, jawohl. Ich hab's geschafft. Ach, guck mal, der Schnee schmilzt. Ach so. Okay. Der Schnee schmilzt
Und genauso schmelzen die hoch aufgelösten Texturen dahin. Ja, wie man sieht. Es zappelt mal ordentlich hier. So. Ach, wie schön. Okay. Also ich habe gehört, es soll auch im High Rank grundsätzlich noch ein bisschen was Storyartiges geben. Aber du wirst nicht mehr geführt, sondern es wäre halt mehr wie, so wie man es halt kennt von Monster Hunter. Da hast du eine Quest, hast vorher ein bisschen Story oder sowas, nimm die Quest an, dann kommt ein bisschen Story, dann kommt das Monster oder so. Ui, sonst habe ich gefangen mal. Die verkleiden sich als Blume, manchmal als Wurzel oder so irgendwie, habe ich gehört. So. Ja, aber dass du durch die Story gedrückt, gezogen, gepresst wirst, das ist wohl nimmer. So. Ich weiß von anderen YouTubern, weil ich ja der große YouTuber bin, was weiß ich was, Hurrikan und so, der halt gesagt hat, ja, Story ist halt, es gibt ja was, das wird nicht allen gefallen. Ich dachte immer, es hat halt was mit der Story zu tun, dass, keine Ahnung, am Ende jemand stirbt oder so. Aber ich glaube, er hat gemeint, die Art der Story. Ja, hat mir nicht gefallen. Das war nix. Das braucht er nicht nochmal machen, Capcom. Das war ziemlich doof. Ist halt wirklich so. Ja, ich sing schon mit. Ja. Kleine Minigebiete, also ich meine, es ist ein neues Monster Hunter. Ich kann es immer wieder erwähnen, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Es macht mir schon riesig Spaß, das Kämpfen und alles, deshalb spiele ich Monster Hunter. Aber natürlich wird ordentlich gemeckert. Wir reden natürlich über die Performance, da rede ich natürlich nimmer, weil da braucht man ja ein Wort drüber zu verlieren. Junge. Aber halt, ich finde die Arenen, also wo du halt kämpfst, das ist zu klein. Davon stehe ich an der Wand. Das ist doch doof, das war doch vorher nicht. Die Grafik ist nicht meins. Ich finde sie gar nicht schön. Also von der Farbgebung, dieses grau-braune Kaki mag ich nicht. Ich mag es lieber bunt. Und dann habe ich lieber einfachere 3D-Modelle anstatt so krass detaillierte Monster. Also hier, ich habe Rise und Sunbreak, war für mich voll in Ordnung. War schön bunt, gab schöne Texturen quasi. Ich sehe gerade, meine Freundin ist auch gerade beim Endkampf und er hat schon 2 schwarze Flügel und ein schwarzer Kopf. Mal gucken, ob sie sich schlauer dran stellt wie ich. Ich habe den Endkampf nicht ganz verstanden. Also ja, ich habe dann verstanden, wenn er sein Mega-Ding da macht, dann musst du wohl, weißt du, erst erklären sie dir, stell dich hinter einen Stein. Und dann stellst du dich hinter einen Stein und dann explodiert das Scheißding. Ja, doof. Wenigstens kam danach dann nicht die Nachricht, ja, hättest du mal das gemacht. So wie bei dem anderen halt. So. Okay. Story so far. Wir sind quasi durch. Ab jetzt geht Monster Hunter richtig los. Ab jetzt wird gegrindet, wie sich das gehört. Ich glaube, wir haben auch noch nicht alle Monster gesehen. Ich weiß zumindest, dass das Gummihuhn fehlt. Gypceros fehlt. War in der Demo drinne. Es wird noch dazukommen. Auf jeden Fall. Ich hoffe halt, dass Capcom noch ein paar Monster nachlegt. Also, was heißt hoffe? Ich weiß, dass sie noch nachlegen. Ist das Problem, was ich halt immer habe, wenn Capcom noch ein paar neue Monster immer so als DLC und sowas, also kostenloser DLC dazu bringt, dann sind das halt immer starke Monster. Sprich, oder stärkere, so Mittelfeld bis obere Stärke-Monster, sowas. Und keine Anfängermonster. Was ich ein bisschen schade finde, weil, Mann, ich hätte so gern Tetsukabra gehabt. Ich habe mich so gefreut, dass der andere Cabra da ist, das Grüne, das allererste. Und da dachte ich, ja geil, wenn der drin ist, dann können sie auch einen Tetsukabra reinmachen. Nö, machen sie nicht. Und das wird nicht nachgeliefert werden, weil das ist ein Anfängermonster.
Ach ja, naja. Zu wenig Vögel, finde ich. Ich habe gehofft, dass wieder ein paar Vögel rein... die können sie ja noch reinbringen. Also wirklich Vögel. Wie hieß denn die Eule aus Generations zum Beispiel? Die fand ich richtig gut. Da habe ich was drüber gehofft. Oder halt natürlich Qurupeco. Fan-Favorite Qurupeco. Aber auch Qurupeco ist eher ein Anfängermonster. Wird auch nicht kommen, schätze ich. Ach ja. Schade, schade, Schokolade. Ich kann immer nur erwähnen, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich werde das Spiel trotzdem ewig lang spielen. Und mit ewig lang meine ich mehr als 500 Stunden. Also 500 Stunden ist so eigentlich Standard. Bei guten Monster Huntern, Monster Hunter 3, habe ich halt über 1000 drin. Bei Rise und Sunbreak, also ich habe jetzt letztens nochmal geguckt, bei Rise habe ich auf dem PC, also Rise und Sunbreak, habe ich auf dem PC 700 Stunden. Ich habe es ja aber auf der Switch angefangen. Das normale Rise habe ich auf der Switch angefangen oder durchgespielt auch auf der Switch und ewig gespielt. Da habe ich, glaube ich, nochmal 300 Stunden oder so. Und dann kam halt Sunbreak raus, gleichzeitig für PC und Switch und PlayStation 4 oder 5 oder so, keine Ahnung. Und da bin ich dann umgeschwenkt auf PC. Also, ja. World habe ich aber, glaube ich, auch 1000 Stunden. Obwohl, wie gesagt, World gefiel mir, weil ich die alten Monster Hunter mehr mag. Die Art vom alten Monster Hunter gefiel mir eigentlich nicht so. Und im Moment bin ich hin und her gerissen. Bisher war World das Monster Hunter, was mir am wenigsten gefällt. Was nichts zu heißen hat. Ich kann es nur immer erwähnen. Das ist ein super gutes Spiel. World und Iceborne. Das sind super gute Spiele. Aber in der Rangliste, in der Götterrangliste, wo Monster Hunter steht, steht es halt unten. So. Und im Moment bin ich halt noch am Überlegen, ob Wilds besser als World ist. Vom reinen Spielen her ist es halt gleich irgendwie, ne? Aber du hast so viele Sachen, wo Capcom nicht drin hat. So viel... Ich meine, Menüs war noch nie so das Ding von Capcom. Moment, Alma, Gemma, Natta, ich hab ah ja, stimmt, ich muss mal gucken, steht da irgendwo Deutsch, Englisch? So, pass auf, English Voice Actors, Hunter, ganz verschiedene, Natta, Amber May. So, jetzt gucken wir mal bei German, wer da Voice Actor war für Natta und ja, von der Frau halt. Italian, German. Steht gar nichts. Oh, da steht ja gar nicht dabei. Da steht ja gar nicht jede einzelne Stimme dabei. Ah, da. Französisch. Jetzt müsste gleich Deutsch kommen, oder? FI. War Deutsch schon? Habe ich Deutsch verpasst? Annalisa Longo. Da sind sie. Nadine, Anna, irgendwas. Natta, Britta. Habe ich irgendwo Britta gelesen? Nee. Britta. Muss ich mir noch mal gucken. Wie gesagt, ich bin halt der festen Überzeugung, dass Natta zumindest zu großen Teilen denselben Voice Actor, wie heißt das? Synchronstimme, dieselbe Synchronstimme hat wie mein Spielercharakter. Ich weiß nicht, was die Stimme von meinem Spielercharakter ist. Was ist das? Stimme 3, 4, 2, 9, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, so, also Wild und World finde ich auf einer Stufe. Was ich halt nicht mag, sind, dass das so einfache Menüsachen wie hier, guck dir mal an, was für Skills gerade aktiv sind, durchs Essen und sowas, dass sie sowas halt nicht drin haben. Und das sind so die kleinen Dinge, wo ich dann sage, haben sie in World halt schon drin gehabt, im Ur-World. Muss man mal gucken. Deshalb bin ich noch ein bisschen, ich habe jetzt Low Rank durch. Da wird man dann schon noch sehen, wie das dann im späteren Spielverlauf ist. Wie viel Spaß das es noch macht. Ja. Achso, Doodle. Was ich halt nicht mag, ist also dieses Wundending.
Ja, ist in Ordnung. Hätten sie aber, die müssen halt immer irgendwie so ein Gimmick reinmachen jetzt. So, das war ja in Rise und so, war es ja das Reiten von Monstern. Und diese Sieges da, nicht Sieges, diese Überfälle da, hätten sie alle draus lassen können. So, zeig mal her. Der liest, indem er die Lippen bewegt. Die Hüter gefunden. Und das Geheimnis des Weißen Geists gelöst. Und sie brachten den Jungen sicher nach Hause. Wirklich beeindruckend. Aber dass diese Monster von Menschen erschaffen wurden. Der Wächter Arkwelt war auf der Suche nach einer lukrativeren Energiequelle. Er absorbierte deren Eigenschaften und stieg eine Evolutionsstufe auf. Allerdings wurde er zum Räuber und verlor die Kontrolle über seine Gut, dass die es nochmal zusammenfassen. Danke. Betrunken Nee, ernsthaft. von diesem Energieüberschuss verfiel er dem Wahnsinn. Soweit die Erkenntnisse der Expedition? Yep. Ja. Und eben kam dieser Bericht rein. Was ist das? Ich habe das Bild nicht gesehen. Viverias ultimativer Wächter, Soshia, erwachte aus seinem Schlaf. Er nährte sich von der Drachenfackel, dem Herz dieses Ökosystems, und entwickelte sich weiter. Wodurch das Wetter der umliegenden Regionen außer Kontrolle gebracht wurde. Sich der Langzeitauswirkungen bewusst, traf die Avis-Einheit die schwierige Entscheidung, den Soshia zu erlegen. Ein Ende für die Geschichtsbücher. Wie Alma sagte, diese Jägerin ist etwas Besonderes. Eine Frage. Was glaubt ihr, warum erschuf das Volk von Viveria die Wächter? Warum setzten sie sich einer solchen Gefahr aus? Solchen Monstern? Wir wollten wie dem die Welt Soshia? erobern. Mutmaßungen würden sie nur entehren. An den Details wird noch gefeilt. Doch es scheint, man ist offen für diplomatische Verträge mit dem Osten. Die Gilde brennt sicher darauf, in Austausch mit dem verbotenen Land zu treten. Nein. Wir warten ab. Den ersten Schritt sollten wir ihnen überlassen. Viel wichtiger jedoch diese Drachenfackel. Unbändige Energie, die ein gesamtes Ökosystem befeuert. Sie wollen ihre Forschung daran wohl fortsetzen. Und an den künstlichen Monstern. Aktuell scheint es sicher, doch Drachenfackel und Wächter sind in einer prekären Balance. Ihre künstliche Natur bereitet Anlass zur Sorge. Ich sehe das so. Menschen und von Menschen Erschaffenes spielen eine Rolle im Ökosystem. Nicht zuletzt wird die Natur die menschlichen Erwartungen immer übertreffen. Diese Expedition verlief nicht ohne ihre Probleme. Doch, solange es Jäger gibt, sind wir allen Eventualitäten gewachsen. Nein. Endlich! Ist er Jäger geworden? Ist es wahr? Komm.
Wieso nehmen sie nicht die Vögel, um hochzugehen? Es gibt einen neuen Arkwelt. Das ist vom Arkwelt. Der Lebenswille findet immer einen Weg. Von einer Generation zur nächsten. Es kommt dann, schnappt das in sich. Oder so. So, da sind wir wohl im Lager. Hauptmission Kapitel 3, Mission abgeschlossen. Jawohl, ja. Ah, Jägerrang 8. Stufenlimit deines Palikos wurde auf 25 erhöht. Jawohl. Und kriegen einen Haufen Sachen. Oh, mein Controller ist ausgegangen. Ja. Guten Morgen. Hast du dich gut erholt? Ja, ich habe mich super erholt. Während du geschlafen hast, kam ein Sandschiff an. Olivia ist auch zurück. Wie wär's, wenn wir bei Gelegenheit im Kommandozelt vorbeisehen? Okay. So. Siehste. Dann haben wir das geschafft. Gehen uns jetzt erstmal hier überall umgucken. Wer bist du? Du bist Natta. Hi. Ich habe hier was aus meinem Dorf, das will ich dir geben. Taschin hat auch gesagt, wie dankbar er dir ist, dass du unsere Ketten gesprengt hast. Bin sicher, dass ich das nicht alles verstehe, aber ich bin auch dankbar. Also bitte, nimm das zum Dank. Du hast den Anhänger Drachenfackelflügel erhalten. Anhänger kannst du in deinem Zelt unter Außenmenü Ausrüstungsaussehen anlegen. Alter Falter. Ja, dann. Komm mal her. Du bist doch der... Wieso stehst du da nicht? Hey. Hab schon von dir gehört. Avisan hat richtig. Wenn auch nur die Hälfte der Geschichten stimmt... Oh, meine Manieren. Ich bin Captain des Unterstützungsschiffs. Die Untersuchung dauert ja wohl noch etwas. Die da oben meinten, ihr bräuchtet mehr Versorgung und haben uns hergeschickt. Ich werde ab jetzt Lieferungen hin und her fahren. Lungrig hierum ist das Schiff auch da. Das Unterstützungsschiff wird jetzt gelegentlich die Windebene besuchen. Kaufe Waren mit Gildenpunkten, wenn es vor Ort ist. Yes. Sorry. Die gelieferten Vorräte unterscheiden sich bei jedem Besuch. Wenn du etwas Bestimmtes benötigst, kannst du über Warenanfragen eine große Lieferung anfordern. Ja, dann zeig mal her. So, wie kann ich dir dienen? Zeig mal, was hast du denn? Keine falsche Bescheid. So, eine Silla-Panzer. Du kannst so ein paar kleinere Sachen kaufen. Das ist immer schön. Stockfallen, Kriegsbongo. Du kannst ganze Waffen kaufen? Aber keine Lanze. Ja, weil ich ja jetzt mir ein Langschwert kaufe, oder was? Kaufe ich mir lieber noch ein Bongo. Das hat wenigstens eine coole Waffe. So, ja, ist in Ordnung. Habe ich jetzt gesehen, was du hast? Dann. Wir sehen uns. Lass mal darüber gehen. Unterstützung, Inhalt annehmen. Ach man, nicht Inhalt. Feldlager, Steam Shop, Feldlager. Wie war denn das? Hat er nichts für mich? Wo war denn der? Oder war der das? Mounsen. Nee, ich möchte auch kein Feldlager bearbeiten. So. Mit Olivia soll ich reden. Ich will aber nicht mit Olivia reden. Jetzt steht da oben rum. So. Über Rüstung gucken? Ja, komm, wir reden jetzt mit Olivia weiter, dass wir hier vorwärts kommen. Hallo, Olivia. Freut mich, dass alle wohl aufsehen. Ja, mich auch.
schon gehört? Wir haben hohen Besuch. Wollen wir mit ihm unser weiteres Vorgehen besprechen? Okay. Ja, Gut. deshalb bin ich hier. Er ist drin. Es ist schön, euch zu sehen. Olivia, die Freude ist meinerseits, in so fähiger Gesellschaft zu sein. Das waren gute Leistungen. Und ich freue mich mal wieder im Außeneinsatz sein zu dürfen. Wenn auch nur als Gesandter der Gilde. Mhm. Als Gesandter? Ja, im Moment sind wir die Einzigen, die hier draußen Forschung betreiben. Aber die Gilde ist nicht völlig außen vor. Und der Professor ist als ihr Vertreter hier. Wir waren zu lange getrennt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns wieder kennenlernen. Ja. Und wenn ich irgendwie helfen kann, dann würde ich das sehr gern tun. Du bist mit beiden Welten vertraut. Dein Wissen ist unerlässlich. Kann die Abyss-Einheit weiterhin auf dich setzen? Ja, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich fragen darf, was genau erhofft sich die Gilde von unserer Untersuchung? Nun, es gibt zwei Ziele. Erstens die Untersuchung der Drachenfackel. Jetzt, da der Soshia fort ist. Zweitens ein Bericht über die Auswirkungen auf das lokale Ökosystem infolge dieser Veränderung. Mhm. Und das Gebiet um Sylt. Die Astrum-Einheit, genauer gesagt Erik und Werner, konzentrieren sich darauf. Das Erkunden der anderen Regionen fällt der Abyss-Einheit zu. Ihr kennt dieses Land besser als jeder sonst. Ja, verstanden. Verstanden. Verlasst euch auf uns. Wir beginnen mit der Suche im Wald. Dort sollten wir Veränderungen leicht feststellen können. Sehr gut. Wenn jemand etwas findet, gebt einander Bescheid. Ich zähle auf euch. So. Story geht noch ein bisschen weiter, habe ich ja erwähnt. Gut, los geht's mit dem Wald. Finden wir heraus, ob es Veränderungen im Ökosystem gab. Ja. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Nata, bleib du erstmal im Basislager, okay? Ist gut. Passt auf euch auf. Dann Abmarsch, sobald alles vorbereitet ist. Tut mir leid, ich bin so aufgeregt. Sag Bescheid, wenn du aufbrechen willst. So, also Kapitel 4. Ich glaube, also es gibt mindestens 5 Kapitel, das weiß ich, sprich mit Alma. Jetzt geht's ja doch noch weiter. Aber immerhin, so. Lass mich mal ein bisschen gucken hier. Ah, guck mal da, die Angeltula. Hat was für mich zu besprechen hier. Komm mal her, Mädel. Kann ja nur gut werden. Wie beißt sich denn so? Wie beißt Kein sich denn Wort. so? Ich sehe es in deinen Augen. Hier, ein Geschenk zwischen Rutenringern. Ein Köder. Manche Fische werden von Ködern angelockt, andere zeigen ihnen die kalte Flosse. Das braucht Erfahrung. Der Köder von mir ist für Goldenfische. Da schlackern die Kiemen, was? Du brennst vor Neugier, Tatendrang. Etwas? Goldenfische bevorzugen dunkles Gewässer, weg vom Sonnenlicht. Du findest sie im Untergrund. Jetzt husch, Flossengenossin. Geh und mögest du Großes an Land ziehen. Sag mal, seht ihr das auch, dass die... du kannst deine Köder über die Objektleiste ändern. Unterschiedliche Köder ziehen unterschiedliche Fische an. Wähle den richtigen Köder für den Fisch, den du angeln möchtest. Die hat einen aufgesetzten hohen Kragen irgendwie. Komisch. So.
Wir müssen natürlich gucken, was es Feines gibt. Ran an die Arbeit. Zeig mal kurz her, was es so gibt. Waffen schmieden. Das ist immer gut. Wunsch? Ja, neue Waffen hätte ich gerne. Haben wir sowas im Angebot? Nö, schon wieder nicht. Okay. Aber guck mal, sind wir noch nicht High Rank? Also da ist noch nichts freigeschaltet hier. Nun ja. Wir sehen uns. Naja. See you later, alter Keder. Ich gehe mich mal fein machen. Objekte senden. Ja, eigentlich haben wir genug. Komm, wir machen das mal so. 0 Birne nehmen wir mal mit. Wir nehmen aber wieder eine Falle mit, ne? Man weiß ja nie, auf was man trifft. Und eine andere Waffe hätte ich gerne, weil mit Drachen werde ich nicht so weit kommen. Nehmen wir Lame. Stanislav Lame. So. Ich gehe mal. Wir machen mal hier weiter. Fang einen Goldenfisch. Ach, das ist eine Nebenquest. Du musst doch mit Alma reden. Oder hattest du eine andere Quest im Sinn? Ich möchte mir mal die Quests ansehen. Zeig mal kurz die Quests her. Also, nee, die haben wir ja alle gemacht. Brauchen wir ja alles nicht. So, okay. Optionale Quests. Schlinger der Lehre. Oh ja. Ja, aber ein Wächter-Rathalos. Die werden doch wohl noch einen normalen Rathalos und eine Ratjan. Sag bloß, es ist keine. Doch, ein Ratjan muss irgendwo drin sein. Gehe ich mal stark von aus. Nee, wenn du was brauchst. Ja, ich brauch dich, Mädel. Los? Oder hattest du eine andere Quest im Sinn? Nee. Auf geht's, komm. Komm. Auf geht's. Perfekt. Möge die Untersuchung beginnen. Ja, dann zeig mal. Also vielleicht kann ich ja trotzdem unterwegs noch einen Goldenfisch fangen. Dann kann ich auch mit dem Netz fangen, so ist es ja nicht. Also noch scheinen wir, ja, keine Ahnung, Low-Rank zu sein. Wie lange geht denn die Quest noch? Die Dingensreihe. Ich habe zumindest mal, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe ja gesagt, wir wollen den Abspann sehen. Die gesamten Ostlande mit einem Mal während der Fülle zu erleben. Stimmt. Unglaublich, wozu die Drachenfackel in der Lage ist. Selbst wenn es nur vorübergehend ist. Es ist kaum abzusehen, wie das Ökosystem reagiert. Umso aufregender die Aussicht, es zu untersuchen. Hab ich recht? Hast recht. Ach, das sind Woodwoods. Ich wollte es gerade fangen mit dem Netz. Meinst du, ob ich einen Woodwood fangen kann? Da vorne. Woodwoods. Ja. Ja, lass mal hingehen. Na, ihr Woodwoodse? Ich muss wahrscheinlich absteigen. So. Wenn es dem Wald gut geht, geht es den Woodwoods gut. Kreaturens, Essens, Waldspazierungens. Alles groß, glücklich jetzt. Okay. Froh jetzt. Okay. Sprich mit den Woodwoods. 1 von 3. Achso. Komm mal mit. Achso, da sind noch mehr. Okay, alles klar. Naja. Dann gehen wir mal mit dem... Oh, ist das jetzt hübsch hier? Guck mal, es ist hell. So wie es sein soll. Hell und schön. Ich habe absolut keine Ahnung. Dazu wissen wir einfach so wenig über das Ding. Stimmt. Irgendwann werden wir uns mit der Astrum-Einheit zusammentun und das herausfinden müssen. Aber bis dahin untersuchen wir dieses Biom. Und das werde ich in vollen Zügen genießen. Ja, nun gut. Hast gedacht, ich sehe sie nicht. Da sind noch mehr. 3 Stück. So. Da drüben sollten noch irgendwo Woodwoods sein. Da sind auf jeden Fall Kongas.
denn das da? Ach ja, das ist die Giftpflanze. Ich guck gerade, ob hier so Versteckeläffchen sind, weißt du? Habe ich ja schon mal gefangen, aber die verstecken sich so gut. Deckeläffchen. Da sind noch ein paar, guck. Oh, hopp. So. Ein Ei. Ich verstehe. Was für ein Ei? Was? Ei, 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 Ei. Ei, 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 Ei. Großes, eiriges Ei. Leckeres Ei. Lecker Ei, Leckerei. Okay. Es ist fast, als wäre der Wald noch lebendiger als sonst. Das wird man gar nicht glauben, hä? So, jetzt pass auf. Wir gehen mal jetzt zu den anderen. Ich weiß noch nicht genau, was mir diese Quest hier bringen soll. Aber das werden wir schon irgendwie rausfinden. Davon ist ein Fragezeichen. Was ist denn das für ein Fragezeichen? Da, hier. Da, seht ihr das? Zack, hab ich dich. Myriaden. Da, Tarnäffchen. Schön. Aber wieso ist hier ein Fragezeichen? Gibt's hier irgendwas? Oh, das sind lauter so Äffchen. So klein. Da siehst du, da irgendwo. Das da vielleicht? Ohrenbausch, tatsächlich. Ja, ja, komm. Wir gehen mal weiter. So. Was sind denn die Woodwoods? Ach, da! Gar nicht gesehen, Junge. Interessant. Oh, tatsächlich. Zerkaute Insektenreste. Monsterbrühe und irgendwas untersuchen. So. Hier, Donk. Viele verschiedene hier. Viele nicht kennen hier. Sein gefährlich? Das ist ein großes Problem. Das will ich von oben sehen. Suchen wir einen Aussichtspunkt. Okay. Okay. Geh mal vor, oder was? Achso. Warte. Ein Monster sucht einen Aussichtspunkt. Ja, ich wollte eigentlich die Leinbröte haben. So. Aha. Das ist ein Aussichtspunkt. Mal glatt ein Lager hinstellen. Moment. Ah ja, okay, dann halt nicht. So. Ist Weiß nicht, wer ist das? Studio Oberkapo? Die roten große Eindringung ist ein Rathalos hier. vielleicht etwas genauer? Ja, Feuer aus Schnabel. Das ist ein Rathalos. Cool. Und dieser Beschreibung würde ich sagen, sie meint Jan Kutku. Ach so. Oder so. Aber die sind äußerst revierbedacht. Ungewöhnlich, dass sich so viele versammeln sollen. Zumindest bevorzugen sie Wälder. Vielleicht haben wir unsere erste Anomalie gefunden. Ja, dann geh Wohl, vor. dass wir ihr folgen sollen. Jan Kutku. Was war denn da? Das beste Element dagegen. Ach, zur Not, Lane. Das ist ein Jan Kutku. Ich habe sie noch nie so zusammen gesehen. Ja, ich auch nicht. Das könnte der natürliche Zustand während der Zeit der Füller sein. Egal! Eindringung! Ach ja, tut mir leid. Was habt ihr gegen sie? Gehört, Woodwoods! Wichtiges Örtchen! Ist das euer Abort oder was? Wie wär's, wenn wir einen zur Untersuchung fangen? Fangen? Markieren wir einen mit Farbe, dann können wir... Oh, nicht doch! So, Farbball draufgeschmissen. Perfekt. Verrückt! Für die Sicherheit unseres Forschungseinsatzes autorisiert die Gilde das Fangen dieses Jan Kutku! Krieg ich auch eine Falle? Einsatz! Ja, mein Einsatz. So, ich hoffe, dass ich eine Falle krieg. Pass auf.
Ja, okay, es sind Herdenmonster. Ja, ich hab's verstanden. Ich meine, schön, dass ich eine Falle dabei habe, aber mal dreht der? Zweimal scheinbar. So, zeig mal her, ob ich eine Dummkapsel irgendwo finde. Wäre schon recht praktisch. Was ist das? Ah, dumm. Da einmal Kacke dran, da einmal Kacke dran. Der andere soll ja eigentlich hier bleiben. Also der da. Von dem wollen wir ja was. Eieiei. Ah, hinter mich gespuckt. Das war gemein. Au alle. Der haut aber schon ganz schön rein. Ich glaube, das ist mal ein High-Rank-Monster. So. Was geht denn hier ab? Haha. Ich werde doch jetzt nicht an einem Kutku sterben. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Na, so weit ist es noch nicht. Oder doch? Wie krass. Haut ab, hä? Nee. Bleib mal stehen. Ey, echt jetzt? Oh Mann, es ist Jan Kutku. Es ist Jan Kutku. Es ist Jan Kutku. Es ist einfach Jan Kutku. Da fällt dir nichts mehr ein, fällt dir da nicht ein. Alter, ist das ein blödes Vieh. Mann, also, den haben sie wirklich gut getroffen. Ja? Ich war schon immer einfach nur nervig.
Komm mal her. Das ist ein bisschen Kacke. Nicht brauchen. Ja, hör auf hier den blöden Käfer anzugucken und sammelt das Zeug ein. So. Wo ist denn meine Kacke-Kapsel? Ja, komm. Keine Ahnung. Was war denn da gerade auf dem Boden? Nix. Ich dachte nur, da wäre irgendwas auf dem Boden. So. Ja, geh mal hin, wo auch immer. So, hier sieht es doch schon mal deutlich besser aus zum Kämpfen. So. Na komm. So. Kopffalle? Warum? Es ist Wahnsinn, hey. Ja, Heilung. Okay. Was macht der da? Dumm sein. Komm. Ja, ich stelle mich aber auch hier wirklich, es ist mir halt einfach, ja, es ist wieder typisch Monster Hunter, weißt du? Du denkst so, ja komm, das ist ein fucking Kutku. Scheiß drauf, weißt du? Ja, aber es ist wahrscheinlich ein High-Rank-Vieh. Und dann tust du einfach, ja, das klopp ich einfach platt und dann wirst du halt doof. So. Na komm, ich geh jetzt nicht angeln. Was sind wir eigentlich hier? Ich war hier noch nie irgendwie. Blutungskapsel? Na komm her, komm. Haha, du Depp. Das war mein Plan.
aggro ist er, der Knecht. Ey, dieses Feuerspucken, das ist gemein. Ich kann ja nicht nach hinten blocken. Ach, komm. Guck mal da runter, da ist ein bisschen mehr Platz. So. Daneben. Nein, der geht schon wieder an den Rand. Guck dir das an. Und ich renne natürlich hinterher. Weil ich doof bin. So. Schallbombe, stimmt, die haben ja große Ohren. So. Haben wir hier noch irgendwo ein bisschen Kapsel. Uff. Hungrig, aber noch nicht fangbar. So.
ist denn da hinten? Wir haben Vorräte zum Fang des Ziels erhalten. Ach. Leg eine Falle auf, dann wirf ein paar Beruhigungsbomben. Ist es schon soweit? Ja, ist es. So. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die richtige Falle erwische. Komm mal her. Deine Chance. Wirf ein paar Beruhigungsbomben. So, hab ich. Das war ein bisschen Ah. chaotisch. Aber danke. Wer will schon mal zur Basis? Ich muss noch mit dem Forschungsteam das weitere Vorgehen besprechen. So, haben wir den geschafft. War natürlich chaotisch, wie man sich das vorstellt bei dem blöden Vogel. Aber wenigstens ist es kein Gummihuhn gewesen. Guck mal, Seltenheit 6. Ich glaube, das war schon High Rank, ja. Robuster Rückenpanzer an Sian Kutko. Die rote Färbung wird auch bei großer Hitze nicht schwächer. Ist ja Wahnsinn. Was haben wir hier? Ganz viel Zeugs. Monster Spitzknochen, Höllenbeutel und eine Rüstkugel 3. Jawohl, ja. So. Ja, mein Palico kann endlich Stufe 11 werden. Lass krochen. So. Ach ja. Jan Kutku, die sich in Gruppen sammeln. Das ist eine bedeutende Entwicklung. Unglaublich. So viel Leben, das zurückkehrt. Ja. Wir stellen eindeutige Auswirkungen auf die Vielfalt und die Menge an Leben fest. Oder vielleicht eher eine Rückkehr zum natürlichen Zustand dieses Ortes. Ich dachte dasselbe. Die ganze Energie, die der Soshia abgesaugt hat, kann jetzt ungehindert hinaus ins Land fließen. Das Ökosystem erholt sich also. In den anderen Regionen könnte es ähnliche Veränderungen geben. Sicher sogar. Daher setzt eure Untersuchung bitte fort. Den Ort überlasse ich euch. Allerdings, um die Drachenfackel Silt oder die Wyvernrast braucht ihr euch nicht zu sorgen. Nein. Ich lasse die Astrum-Einheit noch etwas länger dort stationiert. Vielleicht brauchen die Leute in den Dörfern Hilfe. Sie merken die Veränderungen sicher auch. Können wir mal nachgucken, Da ne? ist was dran. Okay, brechen wir auf. So, geht's jetzt gleich weiter oder? Aha. Mission abgeschlossen. Wie? Das war eine Mission? Ah, das war 4-1. Guck, ich will gucken, was ich krieg. Wildes Grau. Oh, Beruhigungsbomben und Fallen. Ja, das kann ich gebrauchen, ja. Jägerrang 9, 10, 11. Okay, wer es gerade nicht verstanden hat, warum ich so viel Jägerrang-Upgrades krieg. Wenn man im Low Rank jagt und du kommst da irgendwann an so ein Cap, wo es nicht mehr weitergeht einfach, weil die Story halt vorgibt, wie hoch dein Jägerrang ist. Und sobald dein Jägerrang dann unlocked, also freigeschaltet wird, zählen sie halt die Monster, die du erlegt hast, zählen sie alle zusammen und sagen dann, okay, du hast jetzt schon 3 Level dazugekriegt, die wir dir nicht geben konnten, die kriegst du jetzt hinten drauf. So irgendwie. So, hochrangige Umgebungen wurden freigeschaltet. In diesen Umgebungen wechseln die Wetterbedingungen und Monster fortwährend. Du kannst jetzt Jägerrangpunkte durch das Abschließen von Quests oder Anfragen verdienen. Bei einer bestimmten Menge Jägerrangpunkte erhöht sich dein Jägerrang, JR, wodurch auch neue Ziele freigeschaltet werden. Steige im Jägerrang auf und vertiefe deine Untersuchung des verbotenen Landes. Ja. Bonusbelohnungen für Felderkundungen in hochrangigen Umgebungen wurden freigeschaltet. Schwierige Monster mit hoher Sternebewertung winken mit besonders wertvollen Belohnungen. Nutze die Karte oder das Fernglas, um herauszufinden, welche Bonusbelohnungen ein Monster verspricht. Das Fernglas hat jetzt einen Sinn?
Starte dann eine Felderkundung, indem du genug Schaden verursachst oder das Monster auf einer Karte auswählst. Dein Jägerrang bestimmt, welche Monster du auf Felderkundungen ins Visier nehmen kannst. Steige im Jägerrang auf, indem du Anfragen erledigst und Monster erjagst. So, Jägerrangbegrenzung wurde erhöht. Geil. Schön. So. Riesenhüpferkristall gesichtet. Okay. Was ist dann ein Hüpferkristall? Immer müsste sich unterhalten. Wegen dem Kongalala und Lalabarina. Okay, also 4 Sterne ist High Rank, 4 orangene Sterne und die Bedrohungsgrad sind lila Sterne. Okay, jetzt habe ich das auch endlich mal geschnallt. Uiuiui, was geht denn hier ab? Hier ist es, ne? Okay. So. Guck mal da, meine Katze will was. Hey, können wir kurz reden? Ja, red. Ist was passiert? Ich habe mich nur gefragt, wie ich als Paliko noch hilfreicher sein kann, weißt du? Ich könnte Dinge nutzen, die wir hier im Osten finden, um dir besser unter die Arme zu greifen. Wie, dich während der Jagd besser mit Vitalitätswespen heilen. Das wäre praktisch, oder? Ja. Stimmt. Das wäre unglaublich hilfreich. Oder? Und ich weiß auch schon, wie ich das anstellen könnte. Ich will es testen, aber dazu bräuchte ich eine Vitalitätswespe. Sicher. Ja, klar. Kriegst du. Kriegst du. Hol ich dir eine. Super. Dann schnapp mir eine mit einem Fangnetz. Mach ich. Nebenmission Heiluntersuchung. Bemerkenswertes Relikt. Alter, das hört gar nicht auf hier. Siehst du das? So, jetzt hat aber. Fangende Vitalitätswespe. Natta? Hi. Ich habe nachgedacht. Ich finde, wir brauchen einen Ort, an dem sich Ost und West begegnen können. Ich habe mit den Gildenleuten drüber geredet und wir denken, ich könnte eine Art Botschafter sein. Also ein Bote, der von Dorf zu Dorf geht, Informationen sammelt und weitergibt. Ich meine es ernst. Wenn du also Nachrichten für die Ostländer hast, sag Bescheid, ja? Sprich mit Natta, um mit Objekten zu handeln und Materialien zu bekommen, ohne zu den unterschiedlichen Gebieten reisen zu müssen. Oh, das ist praktisch. So. Gehen wir mal zu meiner Lieblingsschmiedin. Na du? Na du? Minute? Für dich immer doch. Seit der Soshia weg ist und das Ökosystem verrückt spielt, werden die Monster immer stärker. Mhm. Deshalb machst du jetzt stärkere Waffen. Uns, denn was bedeutet das? Ja. Hochwertigere Materialien. Das sollten wir ausnutzen. Yeah. Du brennst drauf. Ha! Heißer als jede Schmiede. Also, es gibt da was, das ich ausprobieren will. Die Sache ist nur, mir fehlen die Materialien. Könntest du mir vielleicht helfen? Ja. Klar. Ich sag Bescheid, wenn ich alles habe. Danke. Aber keine Eile. Meld dich einfach. Ist recht. So, Nebenmission, hochwertiges Material. Du kannst jetzt hochrangige Ausrüstung schmieden und verbessern. Jage Monster in hochrangigen Umgebungen, um an die seltenen neuen Materialien zu kommen, die dafür nötig sind. Monster, auf die du in hochrangigen Umgebungen triffst, tragen denselben Namen wie ihre Artgenossen in normalen Umgebungen, sind aber stärker und erfordern entsprechende Ausrüstung. Unter Ausrüstungsaussehen im Zelt kannst du hochrangige Rüstung, die du geschmiedet hast, als Dekorüstung anlegen, quasi. Besorge Chatakabra Haut Plus. Lass die Zielpriorität anzeigen und wähle eine Mission aus. Okay. So, gibt es hier noch irgendwer, der was will? Ich sag dir mal, wie ein König angelt. Oh, die hat mal einen Goldenfisch geangelt. Okay, ein König angelt nicht so, weil er nämlich kein Netz auswerfen kann. Sind das da Goldenfische? Nee, ne? Nee. Das da auch nicht. Ja, ich brauche Goldenfische, ich brauche Chatakabra-Haut. Ich brauche eine Karte, um mal zu gucken. Ja, hier haben wir alles. Ach, schön. So mag ich das. Wo ist denn... Da ist sie. Ja. Alma,
Ja, sobald dein Jägerrang steigt, vertraut dir die Gilde die schwierigen Quests an. Ja, zeig mal her. Aha. Optionale Quests haben wir noch ein paar offen, ne? Die wir nicht gemacht haben. Die werden alle gemacht, kann ich jetzt schon sagen. Felderkundungsverlauf. Okay. Untersuchungen. Keine Questsitzung. Okay. Hello. Was heißt denn hier Hello? So, ich habe ganz vergessen zu gucken. Hier, Mädel, komm mal her. Achso, ja, die kann ja erst schmieden, wenn ich ihr Chatacabra Haut Plus gebracht habe. Dann würde ich jetzt mal sagen, pass auf. Wir machen jetzt unsere erste Erforschung. Und es fängt damit an, dass ich diese hier fange. Wir machen unsere erste Erforschung, wo wir Sachen angucken. Zum Beispiel will ich das Fernglas ausprobieren und wir brauchen einen Goldenfisch und so weiter und so fort. Brauchen wir alles. Ich würde aber vermuten, dass ein Goldenfisch eher im Wasser zu finden ist. Ist so meine Vermutung. So, Moment, da war doch irgendwo der rote Baum, den ich so hübsch fand. Wo immer Käfer dran kleben. Ja, nicht so Käfer. Ja, die brauche ich eigentlich auch nicht. So. Also. Ah komm, dann machen wir das ein bisschen einfacher hier. Da ist ein Lalabarina. Und was ist das da unten? Großer Baum. Aha. Es gibt hier gar kein Chatacabra, gell? Fällt mir gerade ein. Was ist das für ein lila Punkt? Harpios. Okay. Was wollen wir denn hier? Ah ja, Goldenfische, gell? Moment, wie kann ich... Symbole, Umgebungsinfo. Nee, will ich eigentlich nicht. Konkalalan Lalabarina. Ah. Monsterbedrohungsstufe. Bedrohungsgrad 3. So, Symbole filtern. Guck mal hier, ich suche Fische. Haben wir bald alles hier? Honig, waren da gerade Fische? Nee. Fisch, 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 Fisch. Ein Gebüsch. Ich brauche kein Gebüsch. Sammelschneuder, einheimische Wesen, oder? Sind das Keilkäfer, Blattschlippameise? Nee, das ist nicht. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will doch einfach nur. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, ein Indianer-Abschiedsgeschenk da hinten. Was ist das? Eichelpe. Oh, das ist schön. Kann ich euch anreden? Ja, kann ich nicht. So, wo kommen wir denn hier hin? Moment, verwitterter Schatz? War ich ja noch gar nicht. Was gibt's denn hier? Was ist das? Glänzender Schatz. Oh, da ist ja lauter Zeugs. Verhalten wir uns ruhig. Wetzfischflosse. Ja, seien wir vorsichtig. Ich war hier noch nie. Interessant. Was meinst du, ist das? Eine Vivan-Münze. Ich weiß aber nicht, für was die gut sind. Macht aber nichts. So, ein Glitzerschatz. Ja, alles klar. Missionsinfo, Questergebnisse. Im Gange. Da. Suche nach einem Goldenfisch. Ja, bitte. Habe ich jetzt den Wegpunkt geändert? Weiß nicht, weiß mein Tierchen, wo es hier Goldenfische gibt? Nö. Wäre ja auch zu schön gewesen.
Das stand, ich soll mit dem Fernglas draufgehen. Und dann sehe ich, was es kann oder so. Ach so, das ist nicht das Fernglas. Das ist das Fernglas. Da. Lalabarina. Richtig. Und was mache ich da jetzt? Ich weiß, dass das eine Lalabarina ist. Ach so. Da stand, da siehst du dann, ja, was für Items das fallen lässt. Oder, oh, hier gibt's Fische. Hier gibt's Fische. Das ist ein kleiner Goldenfisch. So. Hier hin. Wenn die gute Alma mal hier aus dem Weg gehen würde, könnte ich sogar vielleicht etwas sehen. Mein ja nur. Die interessieren sich alle nicht dafür. Oh doch, der da. Ah, R1 muss ich drücken, gell? Wie? Ach so, ich muss R1 drücken. So, Alma, du Hinkel. Du Finkel, mach dich doch mal hier vom Acker. Ich bin hier am Angeln und du stehst mir voll in der Optik. Mann, ey. Alma. Alma, du... Boah, was ist denn da hinten los? Moment. Hallo, Fangnetz ausrüsten. Machen wir das halt einfach so, ist mir egal. Wird nicht geangelt, fertig. Du bist friedlich, ja? So. Brauche ich nicht eine Lehmkröte für irgendwas? Moment. Heilunterstützung. Ah, eine Vitalitätswespe. Die könnte man gebrauchen. So, die kann ja nicht so schwer sein. Wir sammeln jetzt einfach eine Vitalitätswespe. Mal eine finden. Wir reiten mal ein bisschen rum und suchen uns dann dumm. Da drum. Da hinten zum Beispiel ist eine. Das sehe ich von hier auf der Karte. Bleibst du stehen? Zack. So, die habe ich. Okay. So. Updates. Was ist denn das für Updates? Wo ist das doofe Lager? Ah. So, wir beamen uns einfach hin. Ich gebe es zu meinem Palico in die Hand und dann ist auch wieder gut. Dann reicht mir das auch hier heute für den Stream. Mach mal irgendwie anders oder so mal weiter. Obwohl ich schon noch Bock hätte, den Goldenfisch hier zu holen. Naja, hier, Palico, habe ich was für dich. Guck. Danke fürs Fangen der Vitalitätswespe. Klar doch. Ja. War das alles? Glaub schon. Den Rest erledige ich. Okay. Wenn ich die Pfoten frei habe, locke ich dir ab jetzt im Kampf eine Vitalitätswespe herbei. Eigentlich schon super. Ha, ich bin motivierter denn je. Super. Übersetze mal das Katzig, falls das nicht mitgekriegt habt, was ich hier mache. So. Ich brauche immer noch einen Goldenfisch. So. Kein Goldenfisch da. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Goldenfisch jetzt so wichtig ist. Aber ich hätte ihn halt gerne. Ansonsten hätten wir noch eine Chatacabra Haut Plus. Da würde ich mal hier hingehen. Und einmal rüber bitte. Weltkarte. Ui. Und was da oben?
geht's denn hier ab? Da war ich noch gar nicht da oben. Nun ja, die Windebene müsste ich. Geh mal hin. So. Da wollte ich ja eh hingehen. Weil ich ja ich soll ja mit allen Leuten reden. Das könnte man noch machen, aber eigentlich will ich nur ein Chatacabra platt machen. Damit wir mal hier gescheites Zeugs schmieden können. Gibt's hier keinen, der mit mir reden will? Hello. Hello, will hier jemand mit mir reden? Scheint nicht so. Ah, da hinten. Guck. Der will mit mir reden. Sehr gut. Wer bist du? Na, was kann ich für dich tun? Du bist doch mein... Hey, hör zu, mir ist gerade noch eine Spitzenidee gekommen. Sag Bescheid, wenn ich wieder was besorgen soll. Danke, ich bräuchte tatsächlich Blitzfliegen. Blitzfliegen? Ja. Ich sehe, du hattest eine blendende Idee, von der die Monster kaum was sehen werden. Bingo, wir verstehen uns, sehr klar. Das ist ja mein Katzmi. Du kannst mir wie letztes Mal eine mit dem Fangnetz schnappen. Danke schon mal. Jo. Machen wir. Will ich aber jetzt nicht. Ich suche eigentlich einen Chatacabra. Da ist irgendein Monster. Ey, ist ja gut jetzt. Lass mich doch mal die Karte aufrufen. Alter. Echt jetzt? Nein, ich suche hochwertiges Material. Und dafür brauche ich einen Chatacabra. Zum Beispiel so einen da unten. Wo rennt er denn hin? Wo rennt er denn? Ich habe Material gesammelt. Sieh in deinem Feldbeutel nach. Wo ist er denn jetzt hingerannt? Ist er dumm? Der war doch eben noch da. Und das da hinten. Hä? Da ist er da runter. Okay. Ah, die hätten wir eigentlich nehmen können. Die hätte ich sammeln sollen. Naja. So, wo ist der Chatacabra hin? Ja, habe ich mich einmal umgeguckt und dann ist er weg. Ja. Okay, ich kann... Moment. So, haben wir. Kann doch aber nicht so weit weg sein, hä? Oh. 10 Stück erledigen? Ja, das kriegen wir hin, oder? Ja, aber nicht so. So, 3 haben wir. Wir müssen ja mal gucken. So viel dann zum Thema, wir holen Chatacabra, weißt du? Nix holen wir. Boah, habt ihr gesehen, hä? Wie gut ich nichts treffe. So, ich glaube, ich werde auch dann irgendwann mal das da ausschalten, dass die Monsters auch nach Monsters aussehen. Was ist denn das da hinten für eins? Seht ihr das da hinten? Das hat ein Muster.
Nee, ist ein Grafikfehler. So. So. Gerade irgendwie eine Nebenaufgabe. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Egal. Ich habe es abgeschlossen, weil ich nämlich gut bin. Und eine Stadt der Capra habe ich immer noch nicht gefunden. So. Wird jetzt eh Zeit, dass wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Ich war hier halt, ne, nie, ich bin ja quasi durch die Story gedrängt worden. Normalerweise kriegst du halt eine Quest, hier, fang dies, fang das, mach hier, mach den Blatt, mach das Blatt. Aber hier wurde es ja durch die Story durchgedrängt und ich hatte auch keinen großen Bock, mich da jetzt irgendwie viel Nebenquests oder so andere offene Quests zu machen, so irgendwie. Also einen Gockel sehe ich. Hier oben sehe ich gar nichts. Und da unten... Okay, es ist halt einfach keiner da. Der war halt... Was? Wo? Lass mich veräppeln oder was? Ja, will sie. Was ist das da? Und wie komme ich da hin? Okay, ist mir egal. Ich gehe jetzt in die 1. Und ich bin hier. Das bedeutet, ich muss nach hinten. Komm ich da nicht her? So. Alter, was ist denn da los? Mann, ich will die Karte aufrufen, aber wenn dauernd irgend so ein Kack aufploppt, geht sie nicht auf. Ist ja gut, Junge. Da, was ist denn mit dem da? Warum kann ich den Quest erstellen? Wie jetzt? Ja, aber der war doch eben nirgends auf der Karte zu sehen. Auf Befehl der Gilde. Der war eben nirgends auf der Karte zu sehen, weißt du? Ich muss jetzt mal endlich das Steak essen, danke. Nein, kein Leuchtzeichen machen. Der war nirgends auf der Karte zu sehen. Ich habe alles abgesucht. Nirgends. Ach, das ist der irgendwo da außerhalb ist. Ja. Okay, da ich wohl hier noch nirgends war oder so, kriege ich auch die Karte nicht angezeigt. Aha. Junge, das ist doch ganz woanders jetzt. Was geht denn hier ab? Einfahrt verpasst. Weil Stadt der Capra ja da hochhüpft, tatsächlich. Tierisch aufpassen, dass ich da jetzt nicht runterfalle. Das wäre voll peinlich.
Junge, dein Poppe sieht voll lustig aus. So, ich habe übrigens eine Shatacabra-Schuppe gekriegt. So. So, komm her. Jetzt hier durch den Kopf durch. Habt ihr das gesehen? Alter, das gelungen. Okay, ich muss mal hier doch ein bisschen weiter weggehen. Vielleicht hat meine Freundin doch recht, wenn sie sagt, ich kämpfe so komisch. Weißt du, aber jetzt mal ganz im Ernst, Shatacabra ist halt einfach wirklich, ja, Trainingsmonster, weißt du? Der ist einfach nur da, um fertig gemacht zu werden. Also das ist wirklich schlimmer als der Lemmy-Bär. Also, wie hieß er denn? Der Bär, der immer Honig frisst, nicht Winnie Pooh. Azuros hieß er, glaube ich, ja. Weil ich finde, das ist halt einfach... haut ab. Es ist halt einfach, ne, für Anfänger einfach nur zum Draufknüppeln und nee, ja komm. Dann sollen Anfänger, die wirklich gar nichts können, sollen halt aufs Fass einprügeln und gut ist, wie sich das gehört. Aber doch nicht hier ein schönes Monster. Hier ein Tetsukabra, weißt du? Der hat wenigstens noch was gemacht. Ich weiß, dass ich hier dauernd vom Tetsukabra rede. Ist halt eins meiner Lieblingsmonster. Es ist noch gehüpft und hat Steine aufgestellt und die sind dann umgefallen und was weiß ich was alles. Das war noch ein cooles Vieh irgendwie. Das ist jetzt einfach nur... Naja. Oh. Er hat ja mal getroffen. Das ist ja unglaublich. Komm mal her. Ich will an dein Hinterbein. Na, dann halt nicht. Gib mir mal deine Zunge. Ich habe gehört, die ist sehr verletzlich. Geh doch mal weg, blödes Sack. Macht da voll die dicken Arme, kann aber nichts. Was ist das? Der humpelt schon.
Oder? Ja, definitiv humpelt er schon. Habe ich noch Falle dabei? Ja, guck mal hier, ich habe noch Falle dabei. Sollen wir in Ruhe ein Stück pennen lassen? So, den haben wir. Gibt es hier noch irgendwas zu sammeln? Jetzt fliegen. Eine wertvolle Gelegenheit zur Forschung. Die darf man nicht vergeuden. Ja, ja. Sagst du was. Naja. So, ich glaube, ich gehe dann aber auch zurück jetzt, oder? Da, Details angucken muss ich natürlich. Rückenpanzer, Kiefer, Schwert. Ja, komm, nehmen wir einfach erstmal alles mit. So. Was haben wir denn Feines? Wasserangriff haben wir, glaube ich, schon. Überfall. Keine Ahnung. Drohnennachlader, ja klar, haben wir auch schon. Brauche ich unbedingt. Nun ja. So. Melde dich bei Gemma. Nix da. Ah, doch. Doch. Da will ich hin. Was macht da Geräusche? Nuschelt der da schön? Wo ist er denn hin? Ist er schon weg? Wurde er schon von den Katzen abtransportiert und in die Arena gesteckt? Scheint so. Okay. Da oben muss ich hin. So, dann gehen wir jetzt zu Gemma, gehen das mal alles abgeben. Warte mal. Da hinten gibt es auch noch irgendwie was. Ja, komm. Auch nicht. So, also, wie kann ich... Keine Ahnung, du hast doch ein gelbes Ausrufezeichen dran. Was fragst du mich? Befristete Beutezüge. Aha. Ah, ach so. Was gibt's? Einschmelzen irgendwie. Okay. Und Rüstkugel 4. Ja, nehme ich alles mit. So, was haben wir denn? Schließe 3 Quests auf Rang 1 Stern oder höher ab. Achso, ich habe alles schon. Ja, dann. Haben wir schon alles. So, jetzt hier. Geh mal her da. Na, was kann ich für dich tun? Ja, du kannst mir geiles Zeug machen. Genau das war's. Ha, wart eine Sekunde. Da, hab aus dem Zeug einen Anhänger gebastelt. Kannst du an deiner Waffe anbringen. Scharf, hm? Wie ein Anhänger hast du gebastelt? Ich dachte, du willst jetzt... Ich brauchte aber nur einen Teil der Materialien. Hier, da hast du den Rest. Den Rest von einer Haut? Lass was von dir hören, ja? Komm zu mir, wenn du neue Ausrüstung brauchst. Mach. Okay. Danke für deine Hilfe. So. Okay. Mission abgeschlossen. So, jetzt... Wieso kann ich nicht mit dir reden? Kutku blüht hier. Ach, ich kann nicht mit ihr reden, weil dieses Ding ist so jetzt... Du kommst genau richtig. Ja, hast du endlich... Spürst was im Schilde. Du bist ja eine richtige Spürnase. Entspann dich. Aber du nicht wieder ein wirst es Stofftier bauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will geile Waffen bauen, Rüstungen. Ich hab ein neues Oh ja, Werkzeug das für ist dich. gut. Was hast du denn? Klingt tatsächlich gut. Was kann es? Es leuchtet blau. Das wirst du dann schon sehen. Ich möchte dich auf einer Quest begleiten und es austesten. Was dagegen? Nee. Nein, gerne. Ich bereite mich vor, dann geht's los. Okay. Okay. Qualitätssiegel der Schmiedin. Okay, dann, wo ist meine Kitty Cat? Da ist meine Kitty Cat. Die hat nämlich auch noch was. Komm mal her. Hier. Vielen Dank, dass du mir Blitzfliegen gefangen hast. Das baue ich auf, dann kannst du es jederzeit benutzen. Es holt fliegende Monster vom Himmel und verstummt Schreie. Verschafft dir also Das hat Gelegenheiten. man doch gern parat.
Danke. Danke, ja, echt jetzt. Naja, was soll ich sagen? Erstklassige Unterstützung ist der Job eines Palikos. Okay, cool, hätten wir das auch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Goldenkäfer und jetzt halt die neue Quest hier. Nicht Goldenkäfer. Okay, das gibt ja wirklich alles Jägerrangpunkte. So. Ja, komm, ist gut jetzt. Lass mal... Da hinten will auch noch jemand was von mir. Ich möchte Ausrüstung. Also kann ich jetzt endlich... Ach, guck mal da. Der Waffenbaum ist endlich offen. So, zeig mal rüber, was gibt's. Fangen wir mal da oben an. Ein Kabaliterz habe ich natürlich nicht. Und das braucht natürlich einen Haufen Sachen, die ich noch nicht habe, weil ich die Monster noch nicht bekämpft habe. Aber grundsätzlich ist das schon mal offen, der Baum. Das ist doch schon mal gut. Was kann denn der da? Wie jetzt? Ach so, weiß ich nicht. Sorry. Nuudra, Knochen, Hirabami. 1, 2, 3. Da fehlen noch 3, 4 Monster. Sehe ich das richtig? Kann ich eigentlich... Oh, das ist... Das da könnte eventuell Dingens sein. Wie heißt es denn? Oh, Leute, bin ich müde. Ich mache jetzt Schluss gleich hier. Reicht jetzt auch wieder, ne? Ah, ja, Rüstung. Rüstung muss ich natürlich noch gucken. So. Gibt's hier was Neues? Jan Kutku zum Beispiel. Nee, gibt nichts Neues. Das ist ja doof. Ah! Ah! Hochhang. Uiuiuiui. Gibt's lauter schöne Sachen. Das sind aber schon dieselben Rüstungen wie vorher, oder? Lederset Alpha? Kettenset Alpha. Okay, dann muss es auch ein Beta-Set geben. Und das Beta-Set wird wahrscheinlich mehr Slots, weniger Dinge haben, oder? So, Bulgaci. Guck mal hier. Ja, eine wunderschöne Brille. Garantiert nicht. Da ist ein Beta-Set. Was ist der Unterschied? Bulgaci Brille. Ja. Hat halt nix. Hat halt keine Slots. Und das Beta-Set hat halt einen 3er-Slot und einen 1er, so wie ich das sehe. Dafür hat das Schwächevorteil und Entomologie drin. Und das hier hat keinen Schwächevorteil drin. So, haben wir das auch wieder gelernt. Ui, die sind hübsch. Oh, die haben Salve. Salve Cäsar. Die da haben keinen Salve. Gerade. So. Oh, die sehen gleich aus. Sag mal, hey, wie weit geht denn das runter? Chimeratris, Shatacabra. Wieso kommt denn da jetzt das Shatacabra Beta-Set? Warum kommt das nicht direkt unten drunter? Ja, was weiß ich. Ja, alles Musik von morgen, aber nicht von heute. Irgendwo gab es da im großen Zelt. Da hinten gab es noch was zum Labern. Das wird wahrscheinlich der Biologe wieder sein, der noch eine Aufgabe für mich hat. Ich weiß, wie der Lagombi schlittert. Ein Lagombi? Du hast bei der Untersuchung zum Karminwald geholfen. Ja. Ja, auf Bitte eines Forschers namens Samen. Verstehe. Klaut meine Idee und mein Helferlein. Entschuldige. Ignoriere das. Aber da es so weit kommen musste, benötige ich erneut deine Hilfe. Ja, was gibt's? Diesmal geht es um ein einheimisches Wesen im Ölquellbecken. Lass dir nicht zu viel Zeit beim Fangen. So, was muss ich fangen? Zeig doch mal.
Zweites Mal um Hilfe und fragt nach einer Glühkragenechse. Ey, da habe ich Tausende in meiner Kiste. Ja, die habe ich schon in meiner Kiste. Die habe ich eingetauscht gleich gegen Punkte, aber ja. Goldenfisch, Schmiedin. Brennt auf einen Praxistest. Jagdwerkzeug. Das interessiert mich eigentlich deutlich. Komm her, pass auf. Naja, nicht erledigt im Gange. Das tun wir mal einloggen. Weil wir machen jetzt nämlich hier Schluss. Ist jetzt auch wieder gut für heute. Ich meine, wir haben es jetzt dann doch irgendwann mal geschafft, die Low-Rank hinter uns zu lassen. Jetzt haben wir hier noch ein paar externe Quests, sag ich mal. Oder wie man das nennen soll. Da werden wir uns aber morgen in aller Ruhe drum kümmern. Das sind so eher Quests, die ich mag. Hier, geh hin, hol das. Und nicht so blödes Story-Gedödel da. Gedödel da. Egal. So, haben wir gut gemacht, finde ich. Da sage ich mal danke, dass ihr mich auf diesem Weg beglichen habt. Ja. Ich würde jetzt eventuell noch ein bisschen grinden oder so mit der Freundin. Die ist im Moment, lass mal gucken, auch gerade High Rank geworden. Lass mal kurz gucken. Was für ein Level das ist, weiß ich gerade nicht. Wenn sie mal ein bisschen schneller lesen würde, könnte ich live euch sagen, was los ist. Sie hat Kopfhörer auf, sie hört mich nicht. So, ja komm, die ist schneller. Das krieg sogar ich hin. Nutzt die Karte oder Fernglas, um herauszufinden. Und jetzt denkt sie wahrscheinlich, ach, das Fernglas hat jetzt einen Sinn. Die ist nämlich genauso doof wie ich. So, pass auf. Sie ist Jägerrang 10 von 8. Von Jägerrang 8 ist er auf 10. Also ich war 1 weiter, weil ich wahrscheinlich ein Monster mehr gemacht habe. Möglich. Okay, dann war es das für heute. Gruß an die Mutter. Tschüss. Achso, ja, ich muss ja hier ausschalten. So, jetzt ernsthaft Stream beenden. Soll ich hier den Stream cool beenden? Also so mit Fade-Out und sowas? Komm, das kommt immer schön, oder? Da stehen die Mädels drauf. Alla, hopp, komm.